Joel? Kelly? Huest du ein Körper oder bist du ein Körper? Also ich weiß, dass ich ein Körper bin, aber das ist so viel sich komisch an. Es fühlt sich ehrlich gesagt auch ziemlich oft an, wie wenn ich einfach ein Körper hätte. Wie ist das bei dir? Ja, bei mir ist auch beides wahr. Hängt ein bisschen davon ab, auf welchem Modus ich bin. Heinz, so fühlt es sich an, wie wenn mein Gehirn einfach gegen mein Körper als Werkzeug benutzen. Und Heinz, du spüre nicht, dass ich an meinem Körper dran bin und ich mein Körper bin. Und dann fängt mein Körper über die meisten Sachen bestimmt. Wobei, das stimmt auch nicht. Mehr dazu direkt. Dat hei aus Maybe Sex. Wir schwatzen all Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Willkommen bei Maybe Sex. Wir schwatzen heute über den Body-Mind-Split. Du hast gar nicht gesagt, das Podcast für alle Menschen mit einem Körper, wäre das Absicht? Nee, das war keine Absicht. Lo wusstet es. Me hecht all Mensch mat engem Kierper jiin hue de Kierper as dat net dann de Gegendeel vum so jiin as Kierper. Vielleicht müsst man so fir all Kierperen. Für all Mënschen als Kierperin. Das ist kompliziert. Es war op jeden Fall mir schwarzen Haut iwwer Kierper-Geest Trennung. Für wat? Ma, weil es abgefallen ist, dass das ein interessantes Thema ist an der letzten Episode, wo ich manchmal zweimal dann über Fleischroboterin geschwärzt habe, die ihn so als Geist steuert. Und wo du gesagt hast, Heinz, du hast das Gefühl, du bist ein Geist, den den Körper steuert, hatte ich das Bild immer im Kopf und das effektiv, ja, etwas für den. Also mir, auf jeden Fall geht es oft so, dass ich das Gefühl habe, ich bin ein Geist und ich steuere meinen Körper. So wie wenn das so ein Roboter wäre, an dem ich Gift dran sitzen oder wo ich irgendwo halt so Befehle Gift gehen. Aber wirklich geht, wie du schon doch gesagt hast, sind wir ja als Körper und das ist ja nicht wirklich trennbar. Und da hat den oft das Gefühl, und da ist auch oft an der Kultur so, dass das getrennt ist. Und ich fand, das ist ein gutes Thema für den mal ein bisschen auf den Grund zu gehen. Ja, ich fand noch, leider muss ich da sagen, dass du dich als Fleischroboter fühlst, aus dem Grund von vielen weißen Männern, von den letzten, sagen wir mal, 500 Jahren. Geht ein bisschen wie weit, mehr. Vielleicht erinnerst du dich an den Descartes, oder über den habe ich gelernt an der Schule. Nee, ich finde das alles müssen mal autodidaktisch beibringen, an dem sich Sophies Welt gelesen haben, von einem Autor, den Mensch auch irgendwann ein bisschen einen komischen Turn geholt hat. Wie so viele Autoren von Kannerbücher irgendwie hast du den Wurm dran schenkt. Aber wenn ich richtig verstanden habe, ist Descartes ein Paperleg gewesen, der gedreht hat, er wäre ein Mensch und sich dann aggeriert hat, er hätte Körper. Also so gewesen. Sind wir nicht sicher, ob man dieselbe mengen oder ob man dasselbe von dem gelesen hat. Vielleicht habe ich noch Männer gut gelesen, weil die Sachen man Paperleg, die könnten man nicht mehr bekannt werden. Das ist den Dude, der gesagt wird, cogito ergo sum, ich denke, also sinnisch. Mengen wir dieselbe? Ja. Ich meine, dass irgendwie gedreht hätte, wäre Paperleg und dann noch drauf kommen, dass den sich so froh stellen, ob er wirklich Paperleg wäre oder just gift drehend wie in dem Mensch, den eine Paperleg wir an wen dat der weiß, dass der nicht Paperleg wir die gift drehend wie ein Mensch. Da tut den extrem beschäftigt, wie ihr merkt, dass ihr ein Mensch ist, aber wie ihr merkt, dass ihr effektiv wo er ist und du ist und existiert. Und hier so, das einzige, wie wir merken, ist, an dem wir zweifeln, also denken, a.k.a. denken als das Wichtigste und denken als das, was uns zum Menschen möchte. Und dazu ganz viel andere Philosophen an den letzten paar hundert Jahren extrem gut fand, die Argumentation
verschiedene auch nicht. Mir hat sich so ein bisschen durchgesagt und von da könnt quasi auch die Zweidelung oder den Dualismus, nämlich da sehen die Rationalität, der Geist, der Kopf, der Verstand trennt von dem Körper, von den Emotionen, Gefühlen, Erfahrungen an der Welt. Also das ist ein bisschen der Kopf, der Geist und der ganze Rest. Und du weißt doch schon, dass an den Dualismus eine Zweidelung dran ist, die einerseits sich gegenseitig ausschließt und die Gegenseite von einer Hierarchie. Die eine Sache ist ein bisschen besser wie die andere. Und das ist natürlich der Kopf, der Verstand. Und all die anderen Sachen sind ein bisschen Männer wert an der Logik. Ja, ich habe mich nur gefragt, ob das nicht schon wie lange so ist, beziehungsweise ob es an so mir alle Religionen, da gibt es ja dann auch oft schon so das Konzept von einer Seele, die dann vielleicht von denen stirbt, von denen da kein Körper mehr hört, an den Himmel könnt oder an den Hell könnt, oder halt dann sogar an den neuen Körper gepflanzt wird, so wiedergeburtmäßig. Also ob es da die Trennung auch schon gibt, oder, also gouf es ja dann sicher, aber ich frage mich, ob es die Wertung auch schon gouf. Oder ob er nicht einfach gesagt hat, dass der denkt, dann ist er dann oder nicht wirklich eine Wertung. Aber ich meine, dass es viel auch mit der Angst vor der eigenen Stieflichkeit zu dienen hört, dass so das Konzept von, okay, es gibt so die Körper und da gibt es so eine Seele oder ein Geist, dass das abkommt, als überhaupt am Denken. Also ich kann mir vorstellen, dass schon viel um Descartes auch schon da wäre, mir, ob es wirklich immer so die Wertung gibt, das weiß ich einfach nicht. Also ich meine, das ist relativ komplex, weil Leute zu verschiedenen Zeiten an unterschiedlichen Plätzen auf der Welt geholt haben. Also es gibt ja nicht mehr, wir haben zwar gesagt, wir schwätzen über den Body-Mind-Split, mit Body-Mind, Körper, Geist, du hast jetzt Seele noch gar nicht mit dran. Also gibt auch Konzepte, die eine Dreidelung machen oder auch vielleicht eine Vierdelung. Und ich denke aber schon, dass vor allem an den katholisch-religiösen Schriften der Körper, wer auch immer das dann in der Deal das, immer das, was so ein bisschen Base ist oder auch so ein bisschen innergeordnet. Also die Base, Sexualtriebe, du musst in die Körper kontrollieren, Sexualität, das ist schädlich und so. Ich denke, das ist schon ziemlich lang ein Teil von so einem kulturellen Verständnis von Körper. Und ich denke, dass das auch für was so Leute wie den Descartes dann auf sein Corrito ergo sum kommen sind und dafür wird das auch gut ankommen. Also natürlich muss in den Descartes auch immer so an der Förderung, dem war ja auch viel Sachen. Aber ich denke, ohne dass ich die ganzen Details muss verstehen, vielleicht auch, dass relativ sehr klar geht, wie ein System hat, so ein bisschen durchkommen, nämlich einerseits Patriarchat, weil ja immer Frauen die waren, die dann emotional waren, körperlich waren und so weiter und Männer immer die waren, die so rational, objektiv sind, Verstand, Intelligenz und das weiß ich natürlich so in der Wissenschaft, weil da waren Frauen und nicht weiß Männer ganz lang ausgeschlossen und auch in unserer Bildung, also wir lehren ja heutzutage nach man Verstand. Also es muss ich irgendwas auswendig lernen, irgendwas verstehen, irgendwas an. Es geht an der Bildung, an der Schule nicht unbedingt darum, etwas für Gefühle zu lernen. Weil sonst hat man zum Beispiel Sexualbildung als extrem wichtiger Bestandteil am Kurs. Wie feiern wir gut Beziehungen, wie gehen wir gut mit unserem Körper und so weiter. Also das sind quasi sowohl an der Wissenschaft, guck dir so von Urven auf alles so möglichst objektiv, also ein bisschen die Idee, aber auch an der Bildung, was du gar nicht da mit deinem Körper. Du darfst nicht menstruieren, du darfst nicht irgendwie Gefühle haben, du sollst möglichst gut funktionieren. Also ich denke, dass das so ein bisschen dummer dran ist. Als du gehst für dich oder so wie du die Trennung verstehst, aus denen komplett ohne Emotionen. Weil ich hole das nicht so wohl, wenn ich daran denke, wie ich an meinem Fleischroboter sitze. Also dann sehe ich da die Geist stehen, den Gefühle auch holt. Aber du hast da vielleicht effektiv, wohin als echt merkt, dass die Trennung dazu gut nicht da ist und dass das Quatsch ist, ne? Weil also Geist auch wenn du willst, das irgendwie identifizieren, der sitzt ja an dem Körper, an die Gefühle, die entstehen zum größten Teil auf der selben Platz, wie du, wo der Geist ist, wenn das mal so biologisch
guckt, wann ihr so die Redewendungen guckt, nicht dem hat Herz gebracht oder tut mir auf den Mo geschlo, da tut ihr dann oft so, da gehen dann irgendwelche Organe außerhalb vom Gehirn so mal dran gezogen an den Emotionschaos. Also das ist schon ganz spannend. Ja, ich hatte wohl noch gar nicht so, die Emotionen hatte ich schon noch gar nicht so rausgeraschend an der Betrachtung und ich fand das aber auch wichtig für zu bedenken, wie du siehst, ja, wenn in Emotionalbildung auch Gift mit an Schulhöhlen, dann hat man vielleicht ganz viel Probleme nicht oder wir müssten, ob man nicht so viel Podcast-Episoden abholen. Das ist auch ein bisschen schwer. Dann hat man keinen Job, ja. Ja, also ich fand mir den, wie soll ich so, am eigenen Körper sowieso, dass du die dualistische Perspektive, der als du vielleicht Wissenschaft will nur lehren, dass es halt Positionen gibt, die irgendwie neutral und objektiv sind, dass das am eigenen Leben nicht so richtig stimmt oder so. Aber die Systeme bleiben ja trotzdem irgendwie aufrecht erhalten. Das heißt, einerseits also sind so Rückgeburt an die Vorstellung, dass es so einen analytischen, rationalen Etwas gibt, was so über allem steht quasi an unserem Kopf. Und dann eben so, keine Ahnung, so ein bisschen auch so Kultur versus Natur. Und alles, was dann so ein bisschen dem innerlehen ist, sozusagen. Und nämlich der Körper, den auch so ein bisschen so wie so elastische Ballast ist. Weil dann ist er irgendwie krank, und dann hört er irgendwie Liebeskummer und so. Und ich fand das schon auch so an der Bewertung, der ich über mich, mein Body, Mind, Soul, wie auch immer, irgendwie hun fleißt schon do an und da muss ich schon irgendwie aktiv dagegen schaffen an auch Sache lese, wo ich merken so, Moment, mehr Empfang, die dualistisch Sicht stimmt ja gar nicht. Also zum Beispiel hun Darm mit Charme gelesen, in letzter Zeit. Und da haben sie dir auch zum Darm, dass das aus wie ein Zweitgehirn. Ja. Und das stimmt wirklich, weil das hier ultra komplex 4 Gang und es gibt gerade so mega viel Forschung gemacht, auch zum Mikrobiom, weil ihn am Darm hört, was möchte, dass ein Immunsystem hört und das Mikrobiom und die ganzen Sachen am Darm beeinflussen auch, wie ihn sich fühlt. Zum Beispiel, wenn eine Person hört, die Depressionen hört, an dem sein Mikrobiom wird geschleckt von einer anderen Person, da kriegt die auch Depressionen. Und das ist wirklich so, ja, das am Fong auch als Gefühle irgendwie am Darm mit dran sind, quasi. Und also ich meine oft auch die Erfahrung von so einer Intuition, also dass es gar nicht so richtig fassbar ist, quasi an meiner irgendeiner Schaltzentral, mir dass mein Körper oder irgendwelche Teile von meinem Körper etwas einfach wissen. Also das Wissen nicht nur zu der rationale Verstand ist, mehr Wissen viel mehr breit gefasst ist, aber Wissen auch irgendwie vielen mal dran hält. Und ich finde das mega interessant, von was du gesagt hast, dass die Emotionen bei dir auch oben am Kopf dran sind. Und am Anfang, ja, wir sind echt so nicht so denken, mehr so Denkfillen, oder? Weil das passiert ja immer gleichzeitig. Ja, auf jeden Fall. Und andererseits, ne, heinst du spät den Sachen an der Decker safe, also ob wirklich oder am Ivadron sind, das, was du gerade beschrieben hast, das kann ich auch. Und ich fand das, mein Mikrobiom, ich finde das auch schon gelesen und hören und ich fand das auch ganz interessant. Also auch, nein, gar mehr interessant, weil da das hier nicht, also da ziehen ganz viele Bakterien am Anfang, mit denen du eine Kolonie bildet oder ein Ja. Also, ne, sind wir die Bakterien auch, gehören die auch zu mir? Denken die mit mir, fühlen die mit mir oder sind die irgendwie just so blinde Passagiere quasi an meinem Darm? Das ist am Anfang schon ziemlich faszinant. Und so wirklich kann ich das ja selber nicht trennen von den Nähen. Also, es fühlt sich ja alles immer wie ganz Wobei, fühlt sich das, weil das ja für mich ein bisschen so wenn ich mal denke, okay, ich verstehe aber, dass den oft die Body-Mind-Split erfuhrt am Sinn von et Spiel denen, dann denk nicht zum Beispiel wenn Stremen, weil du nicht viel sind nicht an meinem Körper. Das ist für mich meistens kein ganz körperliche Erfahrung mehr. Ich da irgendein Res, die mein Geist in der ganze Füßchen, da mischt und dann nicht. Und den hast dann irgendwo und erlebt irgendwelche komische Filme. Und das ist ganz seelen, dass sich das wie eine körperliche Erfahrung auffällt. Nämlich dann, wenn den irgendwie einen Albtraum hört oder wenn ich einen Albtraum habe und dann so aus dem Robschrecken wird wirklich mich halt am ganzen Körper irgendwie erfeiert fühlen, weil du irgendetwas Gruseliges geschieht an dem Traum.
Das ist ein interessant froh tatsächlich. Du müssen sich vielleicht ein bisschen an Dramenforschung ranlesen, ob es sich wirklich nicht so auffühlt, wie wenn nicht am Körper wir. Weil also meine Vermutung ist, dass das schon auch eine mega körperliche Erfahrung ist, weil kann ich ja nicht mehr drehen an bestimmten Schlafphasen oder kann ich sich besonders gut an den Traum erinnern an besondere Schlafphasen. Und dann hast du ja irgendwas mit den Gehirnwellen, die irgendwie anders sind und so, aber da kann ich mich nicht gut genug aus. Ja, also es gibt ja auch die Rapid Eye Movements, dann, das sind ja manchmal auch die Phasen, an denen dreht. Also dann bewegen sich so gut dann sehr, während man drehen. Das heißt, das ist absolut eine körperliche Erfahrung. Das ist just für mich eben, wo sie sich nicht so auffällt unbedingt. Ja. Also ich finde Gefühl, dass ich mega viel emotionale Erfahrungen machen während dem Drehen und auch erwaschen und dann so noch so an den Gefühlen dran sind. Je mehr intensiv den Dramas, desto mehr habe ich das Gefühl, auch mit meinem Körper dabei gewesen zu sein. Und ich erwasche auch schon heinz so schweres Geburt. Und auch wenn ich mich dann nicht mehr um meinen Drama erinnere, denke ich schon mal, was geschieht? Also heinz erinnert sich auch, siehst mein Körper drin und nicht mein Geist. Ja, das kann ich aber auch paradoxerweise. Also vielleicht aus den Dualismus aber gar nicht so, auch beim Drehen nicht. Nur was du siehst. Aber vielleicht will man dem Dualismus hier sowieso irgendwie ein bisschen entkommen und den Body-Mind-Split ein bisschen abheben für uns. Und du hast mich gefragt, wie können wir es da vielleicht nicht für unsere eigene Stieflichkeit retten, aber für den Body-Mind-Split retten. Weißt du, da irgendwelche gute Rezepte, wie ich kann den eigenen Körper an den eigenen Geist als Unität erfahren. Vielleicht mal spruchig, also schon die ganze Zeit, wo wir geschwätzt haben, darüber nur gedacht, dass man das ja am Anfang die Idee auch renforcieren, indem wir getrennt von Körper und von Geist schwätzen. Also vielleicht brauche ich so ein Wort, was zusammen gesagt hast, so mein Body-Mind, mein Körper-Geist. Ich fand es immer mega schwer, über die Sachen zu schwätzen, weil es auch immer so ein bisschen esoterisch klingt, sobald in irgendwie über so Verbindungen schwätzt. Also ich finde Gefühl, ja, dadurch, dass es noch keinen so gesellschaftlichen und auch keinen so feministischen, linken Diskurs gibt, den mir groß ist, den du einen Spruch von tut, also treinst du nach gar nicht so einfach auch darüber zu schwatzen. Ich fand einen schwarzen Spruch möchte halt, dass ich Sache besser begreifen kann. Du wennst, ja, ging vielleicht über mein Body-Mind schwatzen. Ja, ich fand das ein super Begriff, der erinnert mich schon an Raumzeit. Also das ist ja dann Verbindung von Raum und Zeit an der Physik. Und da sind auch zwei Konzepte, die getrennt gedurcht sind und in den Gebietstieren. Fand ich ganz gut. Body-Mind. Und du? Wie kriegst du dich dazu motiviert, Körper ergebt als verstrickt wo zu holen und zu sehen? Musst du dich motivieren oder was ist da bei dir Hand drin? Also ich fand es schon schwierig, das so immer so zu denken, aber schon das Gefühl, dass es Erfahrungen gibt, die einfach so körpergeistlich sind, wo die zwei Sachen sich als ähnlich auffühlen, wo ich mich einfach fühlen, wie ein Körper. Und das sind meistens Erfahrungen für mich, die ich echt als immens körperlich bezeichnen. Das ist vielleicht ein bisschen paradox, aber das ist aber so. Und ich fand zum Beispiel, dass eng von den Aktivitäten par excellence Sex ist. Wen hat das gedacht an einem Sex-Podcast? Und ich musste an einen Satz denken, den mein Partner für kurzem gesagt hat, den ungefähr so wäre wie als Sex nicht da, wenn es flott Welle ein bisschen eklig ist. Oder auch da, wenn es flott Welle ein bisschen eklig ist. Wir hören schon über die eklig weird Körpersachen geschwärzt. Und ich finde das ganz interessant von dem Satz, weil ich meine, dass es stimmt. Ich meine, dass es nicht, also wenn ihr ganz clean Sex hat, wenn das möglich wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht so flott. Es ist einfach immer ein bisschen eklig mit den Körpern. Also das ist eigentlich auch ein Grund, wieso man den Body-Mind-Split immer probieren, wenn man es ein bisschen probieren, so aufzuheben von dem bisschen wie Mama-ästhetischen oder ein bisschen ekligen, was Körper nur so unsicher schon. Und dafür fand ich ein gut Rezept, du gained den Split, also es einfach das zu embracen, das zu ärmeln und zu sagen, okay,
dann hun schlo eklichen kierperlösche Sex an sie mat mengegem Geest aber voll dabei an da verschmilzt alles mat den an ich verschmilze eure bisse mat der andere Person an dat hëlleft witscherweis sich selber als Unität woer zu hüllen. Ich hun du wenig eng Rubrik dazu abgeholt, die gut dabei passt. How to Orgasmus hechte. Wo ich just im Emily August gesungen Buch kann muss ja erzählen, wie verschiedene Undeler von einem Body Mind Madinen funktionieren bei sexueller Lust. Long story short, also so, dass je mehr Undeler von Eis beim Sex mit dabei sind, desto mehr schön und voller Plaisir aus der Erfahrung. Du wennst mir mega viel Sinn, was du siehst. Und ich erlebe nicht auf jeden Fall auch so. Und etwas anderes, was mich motiviert, mein Body-Mind-Split herauszufordern, ist, dass ich verstanden habe, dass an der Trennung drastisch, dass Menschen sich wollen über den Rest von der Natur an einer Spezies erheben, weil mir Hunde geht, dafür sie mir etwas Besseres. Mir auch, dass Menschen durch die Trennung von Body-Mind eine Hierarchie inner den herstellen. Weiß Männer führen allem dem Matsuren, a Bildung, stehen an dem Dualismus irgendwie urwen. Und auf der anderen Seite stehen zum Beispiel Frauen, rassifizierte Personen, Personen mit Behinderung, Armleid und so weiter, die innergeordnet sind, weil sie auf verschiedene Art und Weisen mit Körperlichkeit, Emotionen, Natur und so weiter verbunden gehen. Und behauptet gauf, sie weiste Männer, sind Männer intelligent, Männer intellektuell, zivilisiert und so weiter. Und so sind an der Trennung ja kolonial, rassistisch, sexistisch, ableistisch, klassistisch, heteronormativ, you name it, Strukturen verbunden, die du mal da irgendwie auch legitimiert geben. Und dass die ganz dualistisch oder auch binär, wie auch immer sie will nennen, Trennungen, wie zum Beispiel auch Mann, Frau, Schwarz, Weiß, leider oft der Grund sind, für was Menschen mit der Natur, mit anderen Leuten, auch mit sich selber Männer cool umgehen. Und ich meine, das ist ein bisschen meine Motivation, für auch bei mir selber Arbeit zu machen und meine Umwelt auch anders vorzuholen. Vielleicht auch nicht so von mir getrennt vorzuholen. Also es ist so eine Startperson. Und früher habe ich Natur auch immer ganz eklig und schrecklich fand. Also ich müsste daran denken, wusste, über Sex geschwärzt ist und dass ich Sex auch so ein bisschen eklig finde. Und dann habe ich müssten über so Käferin nur denken oder so komische Sachen, die einfach Natur irgendwie mischt. Und das ist auch so den Ekel verspüren und das hat ja am Anfang komplett bescheuert ist und gleichzeitig total menschlich. Und ich meine, das ist so ein bisschen der Prozess, wo ich die letzten Jahre so probiert habe, mein Hass ob der Bau zu sehen. So ein bisschen, ja, zu hinterfragen und auch zu merken, wer schön ist, wenn ich zulasse, mich da so zu verbinden, wenn irgendwie Sachen mit nicht verbunden sind. Guck, du klingt das schon so spirituell, aber spirituell ist vielleicht sowieso nicht so schlecht. Aber ja, Heinz, du driftet dann so. Ich wollte dich schon fragen, hier steht, dass du Beben im Ärmel gehst. Ja, aber ja, guck, tu den direkt so die esoterische Bilder am Kopf, oder? Wenn den so darüber schwätzt. Nee, also ich meine, ich schon denke, einmal an meinem Leben ein Baum zumindest lang angepackt, weil es sing Schule mega schön von tun. Die war so mauve, glitzerig, silber, so. Nee, ich meine, es sind einfach mehr abgehen, auch die Erfahrungen mit meinem Körper zu machen und auch zuzulassen, dass das mich berührt, sowohl körperlich wie emotional, wie auch, keine Ahnung, seelisch, spirituell, so. Und da kommen wir zurück zu den Strategien, oder? Und ich fand, da über den Körper gegen den Body-Mind-Split zu gehen, also am Anfang eine mega gute Idee, weil der Körper kann immer ein bisschen zu kurz. Das, was du da gesagt hast, rausgehen an die Natur, das für mich auch schon Apps, für den du kann machen. Und für die Leute, die wirklich Natur hassen, muss ich noch nicht an die Natur gehen. Also kann ich noch an das Fitnessstudio gehen oder so. Für mich ist das ein bisschen so, lebt das einerseits in einer okay, wie kann ich seinen Körper akzeptieren oder sogar gerne lehren. Und du hilft Bewegung an den Körper spüren, ganz sicher. Und aber auch, wie kann ich fein sein mit seinem Körper, weil ich fand, dass das eben auch dazu gehört und das sollte ich vielleicht auch nicht so von den trennen, das akzeptieren und das fein sind, weil wenn ich fein mit seinem Körper ist oder mit sich selber ist, mir eben mit denen Dealer, die mir für allem als Körper holen,
dann also doch mir einfach zu akzeptieren an ich weiß nicht wie dir gegangen aus mir ich sind obwohl ich an Sportvereiner wäre als Kant so durch Schulsport ugeekelt gewesen von Sport Gott, ja. der ich langzeit gut kein Lust hat irgendetwas an die Richtung zu machen an Schulrecht für eine paar Jahre wirklich angefangen mit ich der kleine Schritt an probiere herauszufinden was mir Spaß möchte eng von den Sachen die mir Spaß möchte das so ein bisschen die Klischee wie viele Leute an der Pandemie sind ich wandern gegangen und hat angefangen ich sehe nicht irgendwie zu einem Mensch gehen den all der furchtbar viel Kilometer möchte mehr ein bisschen spazieren gehen und probieren es schon an das aus in der Natur dann aber dax mehr flott wie an einer Stadt mehr du findest sicher das was für ein gut ist kann ich noch so Sachen machen wie Joggen gehen Velo fahren schwammen also auch ein ziemlich immens körperliche Erfahrung für mich aber auch immer gleichzeitig eine immens geistige Erfahrung also das ist ganz interessant das fühlt sich dann vielleicht nicht unbedingt immer so unnähen mir vielleicht kann ich da was zusammen fanden weil ihr beim Schwammen ja ganz viel Zeit hört für nur zu denken witzigerweise mehr je nachdem wie intensiv das von denen da vielleicht auch mehr den Dignität vom Körper so sind man abgeschrieben ja die Klassiker aus Englisch Yoga mir kann ich noch sehr mit Leute zusammen machen Tischtennis spielen aus Englisch vom Aufwand hier relativ klein muss ich just halt eine Person finden die mit einem Tischtennis spielt an den Tisch also von die Weg Schlusstruppe kann ich auch Equipesport machen also viele Leute motiviert das ja auch an ich meine was aber auch wichtig ist bei den Sachen als einfach dass den auch Pausen ablangt und dass den auch akzeptiert dass nicht immer alles so lineares Wachstum hört also wenn ich anfangen an der Fitnessstudio zu gehen und ich merken am Anfang viel Fortschritte da wird das irgendwann mir losgehen weil eben der Körper also nicht ein Wachstumskurve aus irgendeinem Ökonomiebuch an dafür als Mensch dann auch zu die Grenzen erkennen und auch einfach merken wer die kann machen weil einem Spaß möchte das wüsstest du runter für mich Ich sehe leider auch eine Person, die als kann ein bisschen so zum Sport gezwungen gouf und du wennst nie so wirklich Spaß drin hat. Du wennst nicht mal auch eins so schwer mit Bewegung. Auch du hilft mir dann irgendwelche Studien zu lesen, die so, wenn du 20 Minuten all Tag spazieren gehst, dann geht es da mental health mäßig so und so viel besser. Also zum Teil überzeuge ich mich dann so Sachen, weil wenn ich da wirklich mache, da fand ich meistens trotzdem schön. Also ich fand die Überwindung möchte und ich fand, was mir da hilft, sind auch so Routinen. Und ich fand so Routinen geben mir auch so ein bisschen dem spirituellen Undeel von mir. Ja. Gehen dem so ein bisschen ab. Also dass ich zum Beispiel allmäues, keine Ahnung, eine halbe Minute mein Fenster abmachen und aus der Fenster gucken. Oder dass ich weiß, all Donnerstag gehe ich an den dritten Sportskurs. Ich meine zum Beispiel immer die Woche so Yin-Yoga, das ist so ganz, das ist für so Leute, die sich nicht gerne bewegen, mehr gerne aber die anderen Sachen haben. Wo du so der Körper spielst, auch noch so ein bisschen mehr so, wie soll ich so, vielleicht an so einen Rastmodus kannst, entgegen dem ganzen Produktivitätsmodus, den man so am Kapitalismus muss hun und ich fand das als auch schon ein Grund für was ich nicht an mein Körper kommen weil ich schon noch oft als Sänger To-Do-List bestehen lo mein Start und dann könnt da dann ein Rendezvous und so weiter und du wennst probieren ich mal auch anzuplanen mein Körper nicht zu vergessen nämlich dann als To-Do zu hun kochen an Mittagessen und nicht einfach so Mittagessen für meinen Laptop werden ich etwas anderes machen mir wirklich mal auch so Zeit zu holen für mein ganze Body Mind irgendwie zu nurturen. Ach, nurture, furchtbar. Ich sah schon den Influencer-Sprachheit, den also Podcast überhält. My Body Mind zu nähren, zu fiedern. Ja, zu fiedern, zu ernähren. Ich fand Ernährung aber auch einfach ein wichtiges Thema an dem Ganzen. Also das fällt für mich auf jeden Fall in der Feinsinn mit dem Körper. Das kann ich auch auffassen, wie ich will. Also es gibt
einerseits so den Niveau von Öste genug, also purmal am der eng Molzecht, dass du genug Energie hast und auch am besten die richtig Nährstoffe oder ausgewogene Sachen zu der Holz. Und dann ist eben froh, so wert ist, weil neben dem Rängen, okay, mein Körper braucht Energie, kann ich ja dann unter die Sache mit den Nährstoffen und mit was schmerzt mir und was brauche ich gucken. Ich meine, was du einfach auch immer für mich obmannst, also es sind zwei Menschen, die gerne kocht, mir heinst du in so Phase, wo man dann einfach schwer fällt oder wo ich ein bisschen so okay, es gibt ein an der Woche Nudeln mit roter Sauce, es gibt ein an der Woche das Lei, ein an der Woche das do und dann hast du ein bisschen so dein Roulement und du hast so den 4-5 Standardgerichte, die du dir dauernd auffässelst und irgendwann nervt dich das. Dafür als mein Tipp, du immer neue Sachen ausprobieren. Kochbücher sind oft ein gut Quell für Inspiration, mit von denen natürlich auch ganz viele Sachen online. Es kann ihn sich auch einfach mal bekochen lassen von Leuten oder zusammen kochen. Ein bisschen so drüber schwätzen, was schmeckt dir eigentlich oder was musst du. Das ist erfahrungsgemäß etwas, worüber Leute sich immens gerne austauschen. Ja, stimmt. Also was sie alles gerade so ausprobieren, was sie gerne essen. Und ich kann just rekommandieren, du einfach verschiedene Sachen auszuprobieren. Auch wenn ich denke, so, das ist so mega den Influencer-Druck. Also ich kenne nicht Beispiel schon für gut 6 Monate irgendwann angefangen, mal so Overnight Oats zu machen. Und das ist für mich etwas, was mich effektiv so zu Brust hört, morgens frei beim Kaffee auch etwas zu essen, was dann wirklich dazu gefördert hat, dass ich mich besser gefühlt und dass ich mehr Energie habe und nicht Gefühl habe, okay, ich schlafe irgendwie Zahnfleisch. Und du musst schon noch irgendwie die blöde Körper durchfiedern, aber das hat mir Spaß gemacht. Das sind auch Sachen, die kann lernen. Und ich meine, dass Ernährung wirklich auch wichtig ist für das Wohlbefinden und für sich auch gut zu fühlen am eigenen Körper. Ich weiß, dass das für viele Leute auch Hürde gehen und es schwieriger ist, über Essen und Ernährung nachzudenken. Ich meine aber, dass es gut ist, für drüber nachzudenken und dass es auch gut ist, für drüber zu schwätzen. Und eventuell kann ich natürlich auch darüber nur denken, sich beraten zu lassen, professionell. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ja, es muss eine gute Balance finden, nicht zu obsessiv zu gehen, weil es kann sich mit dem Thema auch beschäftigen. Das merke ich, wenn ich mal die dritte Doku über das Mikrobiom auf Netflix angucken, da muss ich halt eng Zeit sie lassen. Apropos Mikrobiom, das finde ich Overnight Oats übrigens mega gut, weil Overnight Oats mega viel Ballaststoffe, die kleinen Bakterien am Deck flott fanden. Aber kommen wir mal zu anderen Sachen, die vielleicht hoffentlich genauso einfach sind umzusetzen wie Overnight Oats. Ich hole mir nämlich gerne 2 Minuten am Tag Zeit, für mich zu strecken und zu stretchen. Da hilft mir für mich als Körper zu fühlen. Oder 1 Minute atmen. Ich habe sogar eine Atmungs-App. Sie heißt Langi, mit Y nennen. Und die geht auch mega gut. Die erinnert mich alltag daran, kurz zu atmen. Ich mache nicht alltag. Aber wann, dann hilft mir aber, wenn ich mir die Zeit hole. Selbst mal meditieren, aber auch da ehrlich gesagt packen ich es nicht alltag, mal die 10 Minuten zu holen. Ja, und das ist ja okay. Also es geht ja darum, die Sachen zu finden, die für dich funktionieren und die da gut dienen. Aber ich denke, sie müssen halt auch für dich funktionieren. Also es bringt halt auch nichts, dass du so, ja, ich gebe gerne das und das machen und dann passt du mehr eine To-Do-List wie ein Körper. Absolut, absolut. Ja, und das halt, also ich mich müssen nur da aufhören, dass halt viele Sachen auf Phase passieren. Und dass es Phase geht, wo ich packen, zu meditieren, auf Phasen gehen, wo das überhaupt nicht geht. Und das ist am Anfang nie, also dass du, keine Ahnung, so stabil an sich selber fühlen, am Anfang echt da hecht, du mal da umzugehen, dass ständig alles sich verändert. Ja, aber es gehen halt auch einfach die Zyklen an unserem Leben. Also verschiedene Prozesse heißen ja auch so. Ich denke, dass das ganz viele Sachen einfach so zutrifft, an der den, wenn den das lernt zu akzeptieren oder lernt, um das zu schaffen, dass den dann wie froh kann sein und sich besser aus seinem Körper spüren kann, sich besser als Körper spüren kann. Und das ist vielleicht auch
ein Beispiel dafür, dass man Teil von der Natur sind, ne? Weil Natur funktioniert ja auch als Zyklen. Tag, Nacht, Jahreszeiten, etc. Ja, genau. Joel, hast du noch eine Self-Care-Tipps und Tricks, die du uns willst sagen? Also ich hatte ein bisschen etwas, das vielleicht nur ein großes Fass für so weit, wie wir schon an dieser Episode sind. Aber vielleicht können wir noch kurz ein paar Minuten drüber schwätzen. So Sachen, wie sich selber als Körper kann mehr akzeptieren an gern hun, weil du nicht unbedingt immer dazu dienen, wie viel da den sich bewegt oder was den als sein Körper so als Input gibt, mehr echt so wehen, ob sein Körper guckt. Natürlich steht da immer so ein riesen Monolith von gesellschaftlichen Körperbilder, Normen, Schönheitsidealer für und engem. Das ist natürlich schwer, für darüber wegzukommen. Und ich meine auch nicht für jeden selbst schwer, für darüber wegzukommen. Aber das ist einfach kompliziert. Aber kann ihn einerseits Leute, die ihr gerne haben, frohen, für Komplimente zu kriegen. Das hilft mir. Heierst du nicht, heierst du, also du bist so, okay, das findest du gut um mir, aber ich fand das selber nicht so gut um mir, das ist dann echt ein bisschen komisch. Aber kann den sich selber so, weil ich helfen und kann den, was mir ganz oft hilft, als Selfie machen oder Soft Nudes machen und eben Foto machen, auf denen ich mich selber gut fand. Da muss ich natürlich dann den Schritt auch merken können, da das natürlich auch natürlich immer so einfach für sie sagen, okay, ich mache ein Foto und da fand ich mich gut. Aber wenn ich schon ein bisschen weiß, wer das möchte, und was für eine Pose vielleicht merken kann, dann kann das ein bisschen was einem hilft. Ich finde das Wort Soft Nudes nicht kannt. Ich höre an, dass das, also wenn ihr plagisch ist, mir vielleicht nicht so ganz so explizit, oder? Ja, so ungefähr, oder? Also ich so das auch für Innerwäschfotos. Nee, ich weiß nicht, ob es der Definition wirklich entspricht. Das müsste man dann nur gucken. Aber so definieren ich das mal. Hast du noch Tipps, die ich schnell umsetzen kann oder die ich kann probieren? Also schnell umsetzbare Tipps hatte ich noch auf meiner Liste stehen, Sangen. Wird natürlich auch unterschiedlich schnell, einfach schwer kann sein für Leute. Ich fand Sangen also eine Art von Selbstkontakt, also wo ich irgendwie auf eine Art mit mir selber an Kontakt kommen, mit meinem Body-Mind. Und das geht mega gut, einfach so, ja, mich auszudrücken, auf eine andere Art und Weise wie schwätzen. Mir ist noch angefallen, dass für verschiedene Leute, nicht unbedingt für mich, aber ich meine für viele andere Leute, Tanzen viel kann helfen, für so sich gut zu fühlen, an sich auch als Körper zu fühlen, das verbindet ein bisschen so die Self-Love an den sportlichen Teil, den wir ein bisschen erklärt haben, erwähnt haben. Ja, und ich fand, das tut auch so oder kann auch so gemeinschaftlichen Anteil haben. Also ich kann nicht, wenn ich mit anderen Leuten zusammen sangen. Und ich fand, dass mit anderen Leuten zusammen etwas erleben, lässt mich auch als Body-Mind fühlen. Also das bringt mich an das Gefühl von, sie sind beieinander nicht so getrennt, wenn man beibrucht gehen ist. Und es sind auch nur Pausen nicht so getrennt, wenn man vielleicht suggeriert wird. Genau, also so Erfahrungen von Verbundenheit. Und die können ja mega unterschiedlich sein. Also das kann von Gespräche bis zu, du gehst an den Busch und du fühlst dich irgendwie da verbunden. Oh Gott, guck, kann ich schon weg. ich komme nicht mit Reise raus. Ma, ich gebe euch dann einfach roden, ja, geht spazieren, geht an den Busch, läuft dort den Podcast, wenn ihr da inzwischen anders wollt spazieren gehen. Tanzt ein bisschen, viel dich als E-Körper und nicht als E-Geist, den der Fleischroboter steuert. Ja, aber wie du immer siehst, Joel, und ich fand, das gehört auch zu der Body-Mind-Care. Stay hydrated. Genau. Bis geschehen. Ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to. Wie kann ich ein Kink-Event navigieren? Immer mehr Personen, jung und alt, trauen sich, ihre Fantasien auszuleben.
Et gin auch immer méi Kink-Events oder Playpartys, also Platzen, wo in einer Person treffen kann, die auch Lust tun, mat deneen sexuell zu spielen, sich kennenzulernen, zu der Community zu gehören, an ihr Fantasien Wirklichkeit gehen zu lassen. Me, wann ihr das noch nie gemacht hat, kann es schwer sein, den ersten Schritt an das spannend, aber auch tabuisiert Welt zu machen. Das Rubrik soll helfen, diesen Schritt mehr einfach zu machen. So Events können Plätze sein, wo ihr Personen informell trifft, für sich kennenzulernen. Es können auch Workshops, Konferenzen oder Talks sein, wo ihr etwas lernen kann. Es können auch Performances sein, Shows oder Filmverfeierungen, wo es den kulturellen Aspekt geht. Es können mehr politische Events sein, wo es darum geht, für Rechte zu kämpfen oder sich für bestimmte Zwecke anzusetzen. Und da gibt es Plätze, wo ein anderer trifft, für zu tanzen, zu feiern und zu spielen an sogenannten Playspaces. Es gibt auch Festivalen, also Eventer, die über die Poetik gehen, an wo verschiedene Elemente gemischt gehen, zum Beispiel Workshops oder mehr politische Themen mit einer Playparty als Aufschluss. Wenn du vierwärts Spaß, aber noch nicht viel Erfahrung hast und noch nicht viel Leute kennst, die auf Kink-Events gehen, sind Socials oder manches ein Platz für sich rundzutasten. An den meisten großen Städten fanden Socials statt, also Stammtische oder Versammlungen, wo ihr sich an einem Café oder so einer neutraler Platz treffen kann, für Leute aus der Kink-Community kennenzulernen. Meistens gibt es auch kein Dresscode, also muss ihr sich nicht extra unduen. Verschiedene Kink- oder Partyveranstalter organisieren auch so Events. Das kann eine gute Möglichkeit sein, für zu gucken, wie die Organisatoren sind, ob er sich wohlfühlt und für Fragen stellen zu können. Es gibt auch Socials, wo die Leute spielen, also zum Beispiel sich peitschen oder spanken, mit das ist natürlich auf freiwilliger Basis. Wenn du noch Partien oder Kink-Events siehst, kannst du dich auch freuen, worauf du Lust hast und was dich ausschwätzen ging. Wie das erste ein Event für Hetero-Koppeln oder doch lieber ein mehr queeren Event, etwas was exklusiv für Lesben oder Schwule ist, etwas was mehr oder Männer open für nicht-binär oder Transpersonen ist, etwas was mehr in industrielle Vibe hat oder doch etwas was mehr schick ist, also ein Maskeball oder ein Event, wo ein Oversikleder soll unhun. Echte etwas, wo dem Club geht oder im BDSM oder wo die Leute sich treffen, die Swinger sind. Verschiedene Events haben noch ganz spezifische Themen, wie zum Beispiel Fisting oder Pipi, und da kann ihr sich direkt schon freuen, ob ihr Lust habt, bei so etwas mitzumachen. Es kann auch interessant sein, herauszufinden, ob ihr für ein Event muss Member sein, aber was zu machen, für Konsens und Sicherheit von den Teilnehmern zu garantieren, ob sie unter dir eine Selektion machen, ob er den Team gibt, wer den ausschwätzen kann, wann den Unterstützung braucht oder wie wichtig Hygiene Event ist. Wenn du dich für ein Event entscheidest, ist es wichtig, dort Regeln durchzulesen und zu verstehen. Viele Events freuen das auch nach einmal unter dir, für sicher zu gehen, dass sie respektvoll ist, als ein Egen an den anderen hier Grenzen anhält. Hier ist du auch gewusst, was erlaubt ist und verboten ist. Verschiedene Events freuen ihn zum Beispiel, für nicht zu sehen, ob anderen Events ist das Mann wichtig. Egal wie, wirst du Event viel plakisch Körperdeler gesehen oder Körperen, die an Latex oder so Material geklebt sind, die Formen betonen. Das kann am Anfang überfordernd sein, und es ist okay, Pausen zu machen oder heimzugehen, wenn es zu viel geht. Verschiedene Events und auch Performances, an denen live mehr oder minder kinky an explizit Sache gesagt. Auch hier kann es sein, dass die Sache gesagt, die dich schocken, unekeln, opregen, untönen, triggern oder erstaunen. Du darfst zu allen Momenten den Raum verlassen oder kurz Tanzen machen. Sieh dir deine Grenzen an Erwartungen bewusst, an was du erleben willst, an wo deine Comfortzone abhält, und probier darauf zu lauschen.
Generell ist es gut, entweder mit einer Person, die ihr kennt, an wo ihr über den oppassen kann, ob ein Event zu gehen. Wenn das nicht möglich ist, ist es sinnvoll, nur können mit einem über die Erfahrung zu schwätzen und das anzuordnen, wenn ihr das braucht. Auf verschiedenen Events können die Leute auch pushy sein, also mehr oder minder aggressiv probieren, ihn anzuschwätzen und ziemlich direkt zu fragen, ob ihr Lust auf etwas Bestimmtes hat und sie mit einem spielen können. Hier darf ich natürlich nicht sagen, wenn ihr nicht zu 100% fehlt, und es soll ihn das am besten schon viel drin üben. Es soll sich auch darauf gefasst machen, dass ihn nicht viel Privatsphäre hat und es meistens ein Gruppensetting ist. Das heißt nicht, dass jeder mit jederem spielt, mehr einfach, dass vieles am nämlichen Raum geschieht. Dieser Raum ist je nur Event mehr oder minder dichter. Auch soll ihn nicht mit der Erwartung auf so ein Event gehen, für zu spielen oder für Sex zu fangen, besonders wenn es die erste Kehr ist, wo ihn aber so etwas geht. Viel echter ist es für das Feld kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen und eine bereicherende Erfahrung zu haben. Bei der nächsten Rubrik gehen wir mehr auf die Regeln an, ob wer an wer den undurch kann und wer ihn in Playspace navigieren kann. Wir gehen auch auf die Aftercare an. Lauscht optisch aber nicht, was der Körper später bereuen kennt. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet mehr wie Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Minister für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio ARA. Das Minister für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.